En dan ons 10th anniversary jump up in juli. En we vragen dat die eentje would beelden gaan van de laatste 10 jaar. Of die wouden niet al ernst wel checken. Zodat hij kon een slideshow opstellen. Zodat den dag wat we opkomen, wel we dat celebraten, de 10 jaar. 10th anniversary celebrating. En zo hij wel met een slideshow opstellen. En ze checken wat in de laatste 10 jaar geweest is. So, wanneer je beelden gaan, moet je die nog niet al ernst checken. En dan weer nog gevraagd, als ik wil gevraagd voor je bed. Johnny Israël, die had een accident, dit is de laatste midweek. En hij heeft wat brain damage. En ze vragen als we willen beden voor hem. En ook voor zijn broer Abe, die heeft een dochter, wat de treef heeft, die zijn in hetzelfde hospital. So ze vragen als we willen voor hem beden. So vele van die worden vielleicht gaan. Zodat Johnny Israël, wat een accident had. En Abe Israël, ihre dochter, heeft treef. So vragen als we willen, zeker hij wil bekomen. En als we willen beden voor hem. En dat zijn dan alle bekommerken van deren. David wordt dan zijn gezang leiden hier en dan nu dem wordt Pastor Henry ons komen met het woord in. So bij we weer gaan waar we zich naar hart op onze hebt dan in het gebed. Lieber Vater in Himmel, wir kommen von dir zum Morgen für den Helligen an die Zeichen. Ich danke dir für diesen wunderschönen Tag, den du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns nach Wahrheit hast Leben geschenkt von dir. Ich danke dir, dass du uns nach Wahrheit hast hier Tipp gebracht. Ich danke dir für diesen Platz, dass du uns gegeben hast, wo wir uns können versammeln. Gott, ich danke dir besonders für die Freiheit in dem Land, das wir haben. Für den Frieden, dass wir in dem Land haben, dass wir darin das Tipp kommen, unversteht zu werden, Gott. Und wir beten auch von der Regierung, Gott, dass die auch wieder mit uns sind, dass die endlich und Horten leihen, dort tun, was reich in deine Ehren ist, Gott. So dass wir können in Frieden aller tun hier in dem Land, dass die Gerechtigkeit wird einmal alle nehmen, Gott. Und Herr, habt ihr uns nicht dort lächerlich zu nehmen, für die Freiheiten, die wir haben. Und viele von unseren Brüdern und Schwestern haben nicht die Freiheit, die werden verfolgt für ihren Glauben. Und Gott, wir wollen besonders für ihn beten, von der uns meist, dass die uns mit uns sind, auf einem besonderen Weg, dass die uns die Notzeiten, die uns nötig ist, vorzustehen. Wir beten, dass die uns beschützen, wir beten, dass die uns bewahren, und besonders ihren Glauben, Gott. Wir beten, dass die uns stark halten, dass sie nicht sich würden von dir los sein, trotzdem, was sie durchgehen, für die Notfallen, Gott. Und Gott, wir wollen beten für die Nedeiner, für die Sinnerschullehrer, beten, dass die uns alle nu sind und begleiten mit ihnen jetzt, sodass die gut gelehrt werden, sodass die Dinge abgebiet werden, und getreut werden, und tonehmen, und in Erkenntnis an die Gott. Und so beten wir für alle Zeiten hier am von der uns Morgens. Gott, freust du uns mit jeder deiner sind, der du den Wort verbringen wirst, dass du uns begleiten mit ihnen jetzt, dass dein Wort und die Wahrheit wird gepredigt werden, so dass dein Volk wird abgebiet werden und dass dein Recht wird teilnehmen hier bei Gott. Und Gott, ich danke dir für jeden einen, der ist rausgekommen, von der uns meist, der uns hast gleich mit hergebracht. Gott, ich bete noch für all die, die noch in der Weg sind, die noch am Weg sind, musst du uns beschützen, dass sie rückwärts gleich durchkommen, wo sie am Weg hin sind, Gott. Und so bete ich für den in deiner, Pastor Henry, wenn heute kommt den Wort mitteilen, ich bete, dass die am begleiten mit ihnen jetzt, wo sie am viel Freudigkeit geben, dort mitteilen, was du am hast und was dir leicht, Gott. Und ich bete für uns Tauchheicher, dass die unsere Worten reinmerken. Gott, habt ihr uns, dass wir unsere Anstellung reich anstellen, dass wir nur die Rechten, unsere Gedanken nur die Rechten, dass wir nicht an Dinge besiegt denken oder an irdische Dinge denken. Aber Gott, habt ihr uns, dass wir wirklich unsere Ohren, unsere Gedanken nur die Rechten, und dass wir vernehmen und hören, was du zu deiner Gemeinde zu sagen hast, von der uns morgens, Gott. Und Gott, ich bringe
Ferdi von der uns meist Jack Giesbrecht, der einen Accent gehört hat, Gott. Früher die haben eine besondere Weise mit Amsen, mit der Familie, Gott, dass die die heilende Hand ab ihren Leiden, dass die treisten Gott, dass die alles utführen, dann die sagt, die Wort sagt, dass alles dein Gott, die leben dann Gott, und wir leben, dass sie leben die, und früher, dass die mit ihren sind, einen besonderen Weise, und für eben seine Tochter Gott, bete dass die die Not schenken, Heilung schenken, Gott, wo die mit den Eltern sind, dass sie würden weiten, was zu tun, Gott. Und besonders, wenn sie in Hospital sind, wo sie dann mal eine Entscheidung merken, wenn Dinge gefragt werden, wo sie aufmerksam merken, dass sie würden weiten, was zu antworten, wenn Dinge gefragt werden. Und hoffen, dass wir irgendwann auf den Weg angedacht sind, und dass die Ursch mit uns sind, haben eine besondere Weise. Das alles beten wir in Jesus' Namen. Amen. Marius Wave singt Nummer 10. Ein Ort ist mir gar lieb und wert. Nummer 10. Ein Ort ist mir gar lieb und wert, wo keine Last uns mehr beschwert. Hier singt das Herz in süßem Ton, oh, das ist Gottes Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, o selge Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich allen Sohn. Ist der Seidenöl aus Seide kennlich Gott gesehen, und es ist Schild und großer Lohn, o Todesselge Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, o selge Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich allen Sohn. Hier wird der Feind zum besten Freund und sing mit ihm im Herrn verwandt. Das Satans Herr flieht scheu davon, o Blut besprengt der Gnadenthron. O Gnadenthron, o selge Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich allen Sohn. Auf alles Vögeln schwingt das Herz, sie gucken pur aus allem Schmerz. Hier fällt ihm zu die Lebenskron, o ewig teure Gnadenthron. O Gnadenthron, o selge Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich allen Sohn. Goedemorgen, ik begrüße jullie in de naam des Herrn Jesus. Ik mag van jou reden over
die Berufung, womit Gott uns berufen hat. Gott hat uns berufen als sein Volk, nicht wegen den Hintergrund von wo wir kommen, oder der Sprach, was wir reden, oder die Klär von unserer Hüt. Aber Gott hat uns berufen als sein Volk, weil es uns hat in sein Ebenbild gemerkt, in uns leibhaft. Der Raub, was er für uns hat, ist auch ein persönlicher Raub. Erstlich, wir lesen in 1. Thessalonicher 2, Vers 12, sagt er, wir spornen ihn an, so zu leben, als sich dort für Gott gehört. Die sind von Gott für sein Reich in seine Herrlichkeit gewählt. Gott hat uns für sein Reich und für seine Herrlichkeit gewählt. Und da werden, sagt er, soll wir so leben, als sich dort gehört, für Gott zu leben. Nicht bloß für Menschen dort sein, für Menschen kann wir dort leicht merken, Gott loten. Aber Gott sieht uns hart. Und so sagt, wir sollen so leben, als sich dort für Gott gehört. Dort ist sein Raub für uns, wo wir leben sollen. Wo fängt das an? 2. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt dort, Gott hat ihn von Anfang an gewählt, dort die seilig wurden. Dort ist ein persönlicher Raub für jeder einen. Gott hat uns persönlich gewählt, dort wir seilig wurden. Er herrlicht ihn im Geist und lässt ihn an der Wahrheit leben. Dort, wo wir seilig wurden, wenn wir an der Wahrheit leben. Jesus sagt in Johannes Kapitel 17, Vers 3, dort dit ist ewig Leben, dort je an den leben, der mir geschickt hat. Er hat uns berufen, zu leben. In Hebräer 11, Vers 6 sagt er, dass Unglauben ist es allmählich Gott zu gefallen. Er hat uns berufen, im Glauben, dass wir an ihm leben sollen, in der ich den Glauben seilig worden. Dazu hat Gott uns berufen. Er sagt auch wieder in seinem Wort, dass es nicht sein Willen, dass irgendwer soll verloren gehen. Aber dass alle sollen zu der Erkenntnis, zu der Wahrheit kommen. Dort ist sein Plan, dort ist sein Willen, dort ist, was er für uns reingemerkt hat und uns persönlich berufen hat, dazu. In Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus, Sie haben mich nicht gewählt, aber ich habe ihn gewählt. Ich habe ihn gewählt, dass sie gehen in Frucht trauen. Frucht, die du bleiben wird, und dann wird der Vater ihnen geben, und wird sie in meinen Namen beten. Wir sind berufen, für Frucht zu trauen. Er hat uns nicht bloß berufen, dass wir nicht sollen verloren gehen, nicht bloß zum seilig werden, aber dass wir sollen fruchtbar sein, dass wir sollen jährliche Frucht bringen in das Leben. In Johannes 8, Vers 12 sagt er, dann redet Jesus weiter an und sagt, ich sehe das Licht für diese Welt, wer mit mir geht nicht im Düsteren, aber wird das lebensbringende Licht haben. Er hat uns berufen, im Licht zu wandeln, nicht im Düsteren. Diese Welt lebt im Düsteren. Und so wird im Düsteren leben, die wissen gar nicht, wo die hingehen. Aber die wird im Licht wandeln, die kann sein, wo die gehen. Die wissen, wo die hingehen. Weil sie kann das Licht von dieser Welt. Und wer im Licht geht, der kann sicher gehen. Aber wer im Düsteren geht, der fällt hin und weiß nicht mal, über was er hinfällt.
und er weiß nicht, wo er hingeht. Viele Menschen von der sehr ernstliche Menschen sagen, sie weiten nicht, wo sie hingehen. Und sie sagen, sie kennen noch nicht weiten, wo sie hingehen. Aber die, was dort sein, bekennen ganz klar, dass sie am Diensten sind. Wie Jesus sagt, wer mich nicht kennt, wer mich herankommt, der wird nicht am Diensten gehen, der wird das Licht des Lebens haben. Er hat uns berufen, am Nu zu folgen. Er hat uns berufen, in das Licht zu wandeln und nicht im Düsteren. In 1. Petrus 1, Vers 15 sagt er, aber so als die herrlich ist, der jünd abgenommen habt, soll die auch in all jene Wege herrlich sein. Wir sind berufen, ein herrliches Leben zu leben. Und dann in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, sagt er, aber je sind ein ausgewähltes Volk, den kennig sein Priestertum zu sein, ein herrliches Volk, Gott sein eigenes Volk, dort die andere sollen sein, wo wundervoll die ist, der jünd aus dem Düsteren rückgerat haft, in ein sein wunderbares Licht Gestalt haft. Er hat uns gewählt, nicht bloß, dass wir sollen seilig werden, nicht bloß, dass wir sollen ein herrliches Leben haben, nicht bloß, dass wir sollen im Licht wandeln, aber wir sollen gute Frucht bringen, und da sagt er, dass wir andere das sollen sein, wo gut Gott ist, der uns hat aus der Düsternis rückgerat und uns in sein Licht Gestalt. Kann hier sein, dass es nicht, was wir tun, was er getan hat. Das sagt er, dass der uns aus der Düsternis rückgerat hat, die und ich haben uns nicht selbst gerat. Wenn wir gerat sind, dann hat Jesus das getan, das haben wir nicht getan. Er sagt, die haben mich nicht gewählt, ich habe jünd gewählt. Und er hat uns gewählt, dass wir glauben sollen an die Wahrheit. Und wenn wir das tun, sagt er, dann sind wir seilig. Wir dann wandeln wie am Licht und nicht in der Düsternis. Da sind wir aus der Düsternis rausgekommen und nun leben wir im Licht. Und er sagt, ich habe jünd gewählt, dass jeder sollen gehen wieder sein, wo gut Gott ist. Der jünd hat aus der Düsternis rückgerat in sein Licht in Gestalt. Da haben wir es nicht selbst verdient, da haben wir es nicht selbst ausgearbeitet. Kein Mensch kann das tun. Jesus allein hat das mehrlich gemerkt. Für all die, die unarmt leben, die sein Wort leben und sich durchholen. Er sagt, ich habe jünd gewählt, selig zu werden, im Licht zu wandeln, herrlich zu sein und dort wieder zu sein. Das ist ein persönlicher Raub, was Jesus für jeden einen von uns hat. Haben wir den Raub gehört? Haben wir da was mit getan? Haben wir das angenommen? Oder probieren wir es noch einmal selbst auszuarbeiten? Probieren wir es noch einmal selbst dort zu verdienen? Das ist allmählich. Unsere Gerechtigkeit, sagt er, ist so aus verlumpte Kadern verarmt, sind nicht angenehm. Bloß seine Gerechtigkeit allein ist angenehm für Gott. Und dort ist ein Geschenk, was er uns gibt. Er sagt, ich habe ihn dorthin berufen. Wenn wir ja sein dorthin, wenn wir ehrlich sind, aus unserer Düsternis rauszukommen und im Licht zu wandeln, dann gibt er uns all diese Dinge, wozu er uns berufen hat. Dass wir auch können herrlich sein, so als er herrlich ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 9, Vers 5, solange als ich in dieser Welt bin, sehe ich das Licht von dieser Welt. Solange als ich in dieser Welt sehe ich das Licht von dieser Welt. Haben wir hier mal von der Karte Zeit,
En als hij hier verloten deed, dan zei hij, zoals mijn vader mij geschickt heeft, zo schick ik jullie. Te wat? In licht in deze wereld te zijn. Daartoe zijn we beroepen. In 1. Johannes 1:5 sagt hij, dit is wat we van hem gehoord hebben en jullie nu zijn. God is licht en in hem is niets duister. Zie de jingen die weer gehoorzaam. Hij zei, dit hebben we van hem gehoord en nu zijn we jullie tot. Jezus zei, ik heb jullie gewählt, dat je aan de waarheid leven zal en dat je dat gewoon wieder zijn, waar God is. De jingen die weer gehoorzaam, die deden dat. Zijn we gehoorzaam? Door wie? Vielleicht onze familie, onze nubers, onze medarbeiter, en wie immer we geleden hebben, door wie dat mitteilen, waar God is, wat hij ons gegeven heeft, en waar hij ons beroepen heeft, en waar hij ook onderroepen heeft, de waarheid het leven, zeilig te worden, vrucht te brengen, im licht te wandelen, en dort wieder te zijn. In Matthäus 5, Vers 14 leert Jesus, je sind dort Licht für diese Welt. Dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, die auf dem Berg liegt. Er hat uns gewählt so als ein Licht, was hoch abgestellt ist. Das heißt, es ist eine Stadt auf dem Berg, die geht nicht zu verstärken. Er sagt, so hat er gewählt, dass die so dachen sollen in diese düstere Welt. So als eine Stadt auf dem Berg. Das Licht kostet danach so ist von weit auf sein, das geht nicht zu verstärken. Und er sagte, so hat er gewählt. Und Vers 15 sagt er, kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt die mit einem Armer. Die wird doch auf einen Lampenholer gestellt, dort durch vor allem im Haus Licht ist. Dort hat er uns gewählt. Dort wie es eine Lampe auf einen Lampenholer gestellt worden, sodass all die Ramens Licht kriegen durch uns. Kijk so, als Gott Jesus gewählt hat, das Licht zu sein in dieser Welt, und Jesus sagt, solange ich in dieser Welt sehe ich das Licht. Aber hier in Matthäus 4,14 sagt er, je sind das Licht. So als der Vater angeschickt hat, schickt er uns, das Licht zu sein in dieser Welt. Und das können wir bloß, wenn wir im Glauben wandeln, wenn wir im Licht wandeln, so als er im Licht ist. Dann können wir auch Licht sein in dieser Welt. In Vers 16 sagt er, so lot auch jün Licht für die Menschen schien, dass sie jüne gute Werken sein, in jün Vater im Himmel dafür loben. Lot jün Licht so schien, sagt er, durch Wort, durch jüne gute Werken. So als die leben dann, so als die den Beruf uitleven dann, womit er uns berufen hat. Und wenn wir dort tun, sagt er, dann wollen wir ein Licht sein in dieser düsteren Welt. Sagt er, dann wollen andere Menschen das Licht in uns sein und die wollen Gott loben dafür. Dort ist sein Ziel, dort ist sein Plan. Dort ist, wo er uns berufen hat. In Daniel Kapitel 12, Vers 3 sagt er, die, wo du weis sind, worden dagen so als der klare Himmel. En die door anderen den rechten Weg wiesen, als Stierns für immer und ewiglich. Die, wat door wijs zijn, sagt er, die worden dagen so als Stierns. Wat die Stierns worden gebruikt ten Richtung vingen. Als ze GPS hadden en zo'n dingen als dat, wenn die auf dem Schab fuhren nach Meer, die richten sich immer nur die Stirns. Dass die wurden den rechten Weg finden. Er sagt, die, die weise sind, die sind so aus den Stirns am Himmel. Wo Menschen sich nur richten können.
Wat je de stierens, die blijven en die les en die boon, wo Gott den ingesteld hat. Du kannst die ganz versichern, nur rechten. Dat so krakt, dat al jaren vooruit kan zijn, krakt wanneer er wat zonnenfinsternis zijn, wanneer er wat moonfinsternis zijn. Wils zoals God dat heeft ingerecht, zoals hij alles heeft in de boon ingesteld, dat zo genauw, zo krakt, dat ik door naar rechten kan. Dat verandert zich niet. En hij zegt, zo zal wie zijn. Hij zegt, die wat er wijs zijn, die zijn zo, als de stierns om Himmel. Door die kunnen ze zich nur rechten. Die wijzen nur dat grotere licht. Weet je, al die lichten, wat je zo over om Himmel zijn, die hebben niet ja één het licht. Die doen niet zelfs dagen. Die doen bloos dat licht van de zon waren 3 dagen. Zoals een spiegel. Du en ik hebben ook niet ons één het licht. We hebben bloos licht van Jezus zijn licht in ons woont. Dan dat we ook zo als een spiegel zijn licht waar wiedergeven, zodat anderen zich door naar rechten gaan en op de rechten weg naar komen. Zegt hij, die wat er wijs zijn, worden dagen als de klare hemel, en die anderen op den rechten weg wijzen, als stierns voor immer en eeuwiglich. Als dien leven, als mijn leven, zo dat anderen zich door naar rechten gaan. Dat wanneer die ons hier aankomen, dat die ook worden op de rechten weg wandelen. Paulus zegt, volg mij nu zoals ik Christus nu volgen zou. Dat ons licht zo schijnt, dat mensen in het wahrhaftige licht wandelen, wanneer ze zich door naar rechten doen. Dat wordt hoe we beroepen zijn. Niet meer bloos dat we beroepen dat licht te zijn in deze wereld. Maar Jezus zegt ook in Matthäus 4, vers 13. Je zijn tot zout op de aarde. Je zijn tot zout op de aarde. Hier in deze wereld. Wanneer over dat zout den Geschmack verliest, wer kann het dan wahrer saltig merken? Dort ist dann te nichts te brucken. Je kan dort bloß noch uitscheren für die Menschen ungeklingen te laten. Er sagt, wie sind gewählt und ongestalt als Salz auf diese Erde. Salz bringt Geschmack. Salz det opbewahren. Ohne Salz schmeckt Eten nicht schön. Ohne Salz können wir nicht mehr leben. Salz hat einen sehr großen Wert. Aber sagt er, wenn je Salz jetzt verlieren, dann, wer kann es dann wahre salzig merken? Sagt er, das sind Sassen nicht zu brauchen, aus Rütteschäden, sodass Menschen in ihr Feib klingen dann. Habe ich mal gewundert, wo wir von der in uns Land das Evangelium in ihr Feib geklingt wird? Warum wird das so verachtet und verspott von den Menschen von der? Warum seine Menschen, du willst nicht mehr zu tun haben? Es ist doch möglich, dass wir, die uns Gott nicht gegeneinander tun, die wir vergeben, im Licht zu wandeln, dass wir uns Salz verloren haben. Dass durch wir das Evangelium wird und ihr Feit geklingt. Das ist eine Frau, was wir uns ehrlich fragen sollen. Was von Geschmack gebe ich für das Reich Gottes? Wenn Menschen an mich antworten, hören, dass ich vergebe,
in Port zu sein von der Dreck Gottes. Wat von Geschmack kriegen die dafür? Man die sagen, dass dort hat keinen Geschmack für mich. Ich habe kein Verlangen danach. Ich kann gut ohne dort fertig werden. Das ist eine Frau, was wir jetzt ernstlich Frauen sollen. Haben wir uns Salz verloren? Oder sind wir wirklich das Salz, wozu wir berufen sind, was wir sollen sein in dieser Welt? Nicht mehr bloß sind wir berufen, das Licht zu sein in dieser Welt, in das Salz. Aber er sagt auch, wir sind berufen, das Parfüm zu sein in dieser Welt. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 15, Vers 17. Sagt er, je sind für Gott dort scheinreckende Botschaft von Jesus Christus, mangt die gerat worden, und auch mangt die verloren gehen. Für die verloren gehen, als dort ein Todesgerach zum Tod. Aber für die gerat worden, als dort ein Lebensgerach zum Leben. Aber wer ist imstand, dort zu tun? Wir sind nicht so als viele, die mit Gott sein Wort Schacher driven tun und damit dort verdienen wollen. So als von Gott Geschickte, so wie ernst bei der Sache in Reden und seine Gehen wird, als Christus seine Deiner. Er sagt, wir sind dort Licht, so dass Menschen sein können, wo die Hand gehen sollen. Wir sind dort Salz, was du in Geschmack bringt, was du in Durst jaft, für das Rechte. Aber wir sind auch dort Parfüm, was Gott sein Reck in seine Wahrheit scheinrecken merkt in dieser Welt. Sagt er, die, die verloren gehen, sind wie aus ein Todesgestank. Aber die, die das annehmen, was die geraten wird, sagt wie sie so aus ein Lebensgeruch, ein scheinet Geruch, so aus einer Blume, ein scheinet Geruch. Das ist nur noch, wo die Menschen sich gehen anstellen oder tausstellen zu dem Evangelium, was wir mitteilen tun. Sagt er, aber wer ist imstand, dort zu tun? Und wirklich ein guter Lebensgeruch, so aus dem Parfüm zu sein für das Evangelium. Bloß die, wer den wahrhaftigen Parfüm in sich hat. Und dort ist Jesus Christus. Er sagt, er kann sich zu geben aus dem Opfer, was der entscheidet Geruch wir für Gott. Was der wohlgefällig wir für Gott. Und wenn wir den in uns wohnen haben, dann ist uns Leben auch entscheidet Geruch zu den Menschen um uns. Wo steht das bei uns Leben? Gehen die Menschen vorbei und holen sich den Nähe, wenn die uns Leben betrachten? Und sagen, dort stinkt und du möchtest nicht mehr zu tun haben. Du möchtest nicht mal dich bekommen. Oder sagen die, das ist something, wo ich auch ein Verlangen nur habe. Das möchte ich auch. Hier möchte ich noch mehr von haben. Dort ist, wozu wir berufen sind. In Vers 17 sagt er, wir sind nicht so als viele, die Gott sein Wort, mit Gott sein Wort Schacher driven tun, in sich auch proben zu verdienen. Aber sagt er, wir sind ernst bei der Sache, in Reden, in seine Gehen wird als Christus seine Deiner. Wir sind immer geworden, dass er hört, was wir sagen, er sieht, was wir tun. Und wir sind ernst bei der Sache, sein Werk vorwärts zu bringen.
zodat het kan een schijnend geruch zijn voor arm, voor andere mensen, dat we kan in licht zijn, anderen naar Jezus te wijzen, en dat we kan dat zout op deze eerd zijn, wat de smaak brengen dat im leven, wat de opbewahren dat. En dan, nächstes zegt hij, wie zijn uitgewählt als zijn vertreder. Dat meint, wie zijn uitgewählt in zijn plaats te wandelen. Hij is terug im Himmel gevaren en heeft van zijn Geest geschickt, die in ons woont, die er onwerkelijk aan hem blijven. En dan zegt hij, nu zijn je mijn vertreder. Zoals de Vader mij geschickt heeft, zo schick ik jullie. 2 Korinther 5, vers 20. 2 Korinther 5, vers 20 sagt, doorwegen zijn we nu Christus zijn vertreder für diese Botschaft. So als wenn Gott selbst jünd durch uns anreden würde, so prachen wir jünd in Christus seine Steht, Lord jünd mit Gott versehen. Wir sind nicht hier, uns eine Ding zu tun. Wir sind nicht hier, uns Selbstprobe zu erfüllen. Wir sind hier angestellt, in seine Steht, seine Vertreter zu sein. En sagt er, es klingt so, als wenn Gott selbst durch unsere Botschaft zu jünd redet und sagt, lass jünd mit Gott versehen. Das ist die Botschaft, die durch uns soll kommen. Jeder Tag, wie unsere Arbeit steht, wo immer wir sind, du sagst, soll wie seine Vertreter sein. So als er das Licht wie in der Welt, so soll wie das Licht sein. So als er das Salz wie auf dieser Erde, soll wie das Salz sein hier. So als hij in zijn Vader zijn plaats hier sagt, dass je gewählt, meine Vertreter zu sein, hier auf dieser Erde. Da wir unseren Beruf erfüllen. Sprüche 13, Vers 17 sagt es, en bij zijn Nurrechter komt am Trouble. Aber der Nurrechter, op den te verloten is, bringt Vrede. Een gouden Nurrechter, wat gouden Nurrecht bringt, op zo'n wat er te verloten is, sagt dat, die bringt Vrede. Gott hat uns eine Botschaft gegeben von gouden Nurrecht, die durch Vrede bringt in uns Hort. Vrede mit Gott, Vrede mit die rum uns. Wir sind seine Vertreter. In Johannes 20, Vers 21 sieht Jesus sagt nochmal an, Friede mit jünd. So als der Vater mir geschickt hat, so schickt ich jünd. Er hat uns geschickt als seine Vertreter. Wo do wir? Ein Tag, wo wir vor am stehen, und dann wo wir Rechenschaft geben, wo wir gehandelt haben. Als wir sie erop gehorcht haben und sind am Neue gekommen, sind nur angekommen, um ewiges Leben zu finden, oder als wir uns haben Selbstprobe zu verdienen. In so eine verlumpte Kadern, wo wir rausgeschmissen worden in der Dienstnis, wo wir nicht bestehen, und sie nicht gehen wird. Was für eine Botschafter sind wir? Was für eine Botschaft, die uns Leben wiesen. Regt doch bloß bei einem $? Regt doch bloß bei du, was uns das was kosten soll? Was Menschen vielleicht wollen uns uitlachen, uns verspotten? Regt doch bloß bei du? Oder sehr wie willig, den Preis zu tun, was das braucht, sein Vertreter zu sein. Am kostet een zeer hoge Preis. En hij wil willig alles hand te geven, om dat mogelijk te maken. Hoeveel zijn du en ik willig, ons dat te kosten laten, zijn vertreter zijn hier op de aarde. Dat licht te zijn, dat zout te zijn. Zijn vertreter te zijn, de gouden boodschap wiederbrengen,
wat hij ons onvertrouwd heeft. 2 Korinther 5, vers 11. Zegt hij, wie weten wat dat meint, den Herrn te fürchten? Door wij probeer Menschen verarmt te gewinnen, wer wie sind, als bij Gott alles ganz open. En ik hoop voor jullie wessen ook. Hij leeft zo, als met dat hij gewoon weer, dat hij voor God en ook niet meer weer. Dat hij voor God niet versterken kan. God sagt, wer hij weer. En dat we niet geheimen voor God. En hij zegt, en ik vertrouw, dat voor jullie wessen leven we ook zo. Dat alles op is. Dat niet am geheimen is. Dat niet is versterken. Aber ganz klar im Licht wohnen. Als Paulus vor den König Agrippa stund, ein Zeugnis aufgeben deed, als Christus sein Vertreter, er schämt sich nicht für das Evangelium. Und er wir fahren gerecht, er stund vor den König. Und geef antwoord te de Frau, wat angevraagd wordt, wegen zijn Glauben an Jesus Christus. Und hier ist, was er sagt, in Apostelgeschichte 26, Vers 17 und 18. Sagt er, ich will die von den Volk, auch von denen Nicht-Juden bewahren, dass wir Gott verspricht hat. Er sagt, ich will die von den Volk, also von den Juden, auch von den Nicht-Juden bewahren, in wo ich die Hand schicken will. Die Augen aufzumerken, dass sie sich vom Düsteren zum Licht in von Satan seine Gewalt nur Gott drehen. In Vergebung für ihre Sünden kriegen, dort sie mit der taub Ohren, die durch den Glauben an mich geherrlicht sind. Dit ist das Zeugnis, was er aufgeben deed für den König Agrippa. Sagte, dit ist, was Gott mir berufen hat. Zum für die Juden und die Nicht-Juden, die Heiden, das Evangelium klar durchzustellen, so dass ich so von der Düsternis wegdrehen in einem Licht kommen, dort soll von den Satan seine Kraft frei gemerkt worden und zu Gott seine Kraft handgegeben sein, dort ihre Sünden können vergift sein und dass sie können offen sein mit der Taub, was zu sein direkt hier. Das ist die Abgabe, das ist der Beraub, wo wir auch mit berauben sind. Dem anderen das mitteilen, dem anderen das wissen. Zum Schluss, 2. Korinther 6, Vers 1. Als Gott seine Mitarbeiter merkt wie jünd Maut, so zu leben, dass Gott seine Gnade für jünd nicht vergebens ist. Gott seine Gnade für uns ist einmal, dass wir kann seilig werden. Aber Gott seine Gnade gibt uns auch die Kraft, seine Vertreter zu sein, ein Licht zu sein auf dieser Erde, das soll zu sein, was der Geschmack bringt. Das ist, was wir berufen sind. Und er sagt, als Gott seine Mitarbeiter merkt, wie jünd Maut oder sprechen jünd Maut hat, so zu leben, dass Gott seine Gnade nicht vergebens für jünd ist. Mag Gott uns helfen, dass wir die Gnade annehmen. Einmal seilig zu werden. Das ist die Gnade Gottes, das ist unsere eine Worte. In ein Licht zu sein für andere und dort wieder sein, wo Gott ist, was er für uns getan hat. Seine Vertreter zu sein, welches sein den Priestertol, was immer dort braucht, um das andere auch kennen, schmecken, in Recken, wo Gott ist, dass er auch ein Verlangen kriegen, durch.
Mag Gott uns dazu helfen. Werden wir noch zu beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich und loben dich. Gott, du bist der ewige, allmächtige Gott, der Himmel in ihr gemerkt hat. Du hast uns an dein Ebenbild gemerkt und du hast uns gewählt, dass wir sollen seilig werden, dass wir nicht sollen verloren gehen, dass das nicht dein Willen, dass irgendwer soll verloren gehen. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht hast in unseren verlorenen Zustand gelassen, wo wir am Düsteren wandeln, in uns proben, trachten finden, aber weiten nicht, wo wir hingehen. Dankeschön, Herr, dass du uns hast, das Licht gebracht in diese Welt. Du kommst aus das Licht in diese Welt, sodass wir zum Licht kommen, im Glauben, die annehmen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns gewählt hast, uns berufen hast, dass wir sollen auch uns Licht schienen lassen. Christus in uns, das ewige Leben. Und das mitteilen mit anderen, wo Gott du bist. Dass wir sollen dat Salten des Erd sein, in een gouden Geruch für das Reich Gottes, in dienen Vertreter sein, Tag für Tag, sodass andere dadurch auch können zum Glauben gehen, sodass deine Gnade für uns nicht wird umsonst sein. Help uns dazu, Herr, denn ohne die können wir nichts tun. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist alles. Und wir geben dir alle ihr. Willst dien als das Recht, dien als die Gnade, dien als die Herrlichkeit von Ewigkeit bis Ewigkeit. Amen. Dankzij voor de goede middag. Dan zei hier eens de vrouw, wat bij ons de vrouwen hebben die koppelzeichens, dat we zullen niet plus hören, aber wir sollen auch tun, was wir hören. Weil eine Sache ist, wie wenn ich ein Haus fahren, dann sieht meine Früh ist das nicht. Wie eine so eine feine Botschaft gewesen, ich sage, ich weiß nicht. Also früher, na, was meinst du jetzt nicht? Weil ich sehe, was ich gewesen, dass wir das waren tun, was wir getan, dass das eine gute Botschaft wäre. So, das ist ein Ding zu hören, aber das ist ein anderes Ding zu tun. Bloß hören, dann ist das noch nicht fertig. Aber wenn wir das tun, dann ist das Ding fertig. So fährt man wie in irdische Dinge, was erregt haben oder was getreten hat, was sie gejagt hat, dann sind wir sehr froh und haben Pfützen verlangt, dass wir an sie Freunde mitteilen, was wir getreten haben oder was Gott uns mit gesehen hat. Und wofür mehr soll wir nicht reisen, dort mitteilen, was Gott in uns Leben getan hat. Dass Gott hat uns in diese Welt reingeraten. Wofür mehr soll wir nicht tun sein und uns in Freude und anderen dort mitteilen. Ich glaube, wir würden danach gehen, wo wir vielleicht die Route fahren und wir sagen, dass wir ein Haus haben und wir wissen, dass wir Menschen sind, wir würden nicht vorbeifahren, ich bin mir sicher. Wir würden stillhalten, wir würden die Menschen weiten lassen. Und es kriegt so erst, dass wir weiten alle viele Menschen, die noch in Dienstnis leben. Und wofür mehr soll wir nicht die Grund sein, dass Gott ihn gewählt hat, dass Gott ihn raten will. Und wir dürfen nicht viel, wenn wir nicht viel von Gott sehen, wird weiten, aber wir können wenigstens vertrauen, was Gott für uns getan hat, wo Gott uns geraten hat, in die Dienste. Wir können ihn dort vertrauen, und wenn wir dort mal die Rechte anstellen, dann eben, wenn wir nicht viel von Gott sehen, wird weiten. Aber wenn wir dort mal die Rechte anstellen, was Gott für uns getan hat, weil dort wird er all in den Trag geben. Wir sind wirklich sehr gesehnt, dass wir Gott sind falsch sind, und sehr großes Verrecht, dass wir haben, dass wir andere Menschen das können vertrauen. So, wir haben Gott sein Wort. So alles, was wir dürfen tun, wir dürfen nur checken. Und wir können Gott sein Wort eine Stimme geben. Wir haben das in einem Buch, Gott sein Wort. So, wir lesen dort und wir geben dort eine Stimme. So, die Bibel sagt, dass die Glauben kommt durch Hören und das Hören kommt durch die Predigt. So, wir haben Gott sein Wort und wir haben eine Stimme. Wir können Gott sein Wort eine Stimme geben. Und dort, wo die Menschen hören und dort, wo Menschen geraten werden. Aber wenn wir das nicht tun, dann wird es sogar ans ihnen glauben. Wenn wir das Taglohn hier luten, dann ans ihnen glauben, die fängt zu verfallen, wird immer weniger. Und schließlich
beschafft wir uns bloß mit irdischen Dingen. Das war das, was wir dort hier looten. Und so das für uns selbst gerade sehen, dass der von Selbstmord Freiheit, wenn wir unsere mitteilen und wenn sie sich den Herrn Hand geben, dass wir uns gerade sehen hier all und viel mehr noch für die Jahre, dass die auch dies drin geraten werden. So, das ist wichtig. So, wenn wir die Frau ernst nehmen, was wir damit tun. Ich will bloß noch einmal sagen, das Opfer, was hier von der uns Morris wird abgenommen worden, dort wird für die Tilsenburgische Zweck gehen. Auch das Opfer der Luther, Nummerach, weil wir da sind, du wird auch nicht gelegen, hätte hier für ein Opfer zu geben. So, dort wird auch für die Zweck gehen, sodass sie keine Zweck haben. Und wenn irgendwer einen Scheck mitmachen hat, dann dort mitmachen nur Beacon Bible Chapel, nicht nur Latest Gospel Church. Zodat we dat kan naar die geven. So, dat wordt ons aan de zang leren. Wir singen Nummer 297. Wie glücklich ist Herr Jesu Christ. 297. Wie glücklich ist Herr Jesu Christ, ein Kind, das dich gefunden. In Fröhlichkeit vergeht die Zeit, es ruht in Jesu Wunden. Halleluja, Halleluja, Jesus geht und treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins ewige Kanaan. Der Weg ist schmal, der aus dem Tal zur Himmelshöhe führen. Doch Schritt für Schritt geht Jesus weg, dass man kein Leid verspüre. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins ewige Kanaan. Gar mancher Feind hat's ernst gemeint, das junge Herz zu stören und unsere Kraft gar wenig hat. Doch Jesus kann ihm wehren. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins ewige Kanaan. Es wird mit Land an Tönen gesagt, uns himmlisches entgegen. Dann geht's nach unserem Vaterhaus, oh, welch ein großer Segen. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins ewige Kanaan. 354. O dass mein Herz ein Altar wäre. 354.
das Gebet. O dass ich Dank, Lobpreis und Ehre dem Lamm da prächtig steht. Das ist ich fand in diesem Blick so wert mich geschehen. Und da kann Tage des Gedächtnis ist und linken stehen. Wo ist die Sünden Schuld und in mir das Blut versehen? Ich weiß, dass Gott von jeder Zahl nicht einen mehr gedenkt. Mein Herz frohlock, es jagt mein Mund, mir ist wohl zum Mund. In sanftes Lauf der Freude Grund, es ist des Lammes Blut. Gott Lob, es hat auf mich erkauft, Halleluja auf mich. In seinen Tod bin ich getauft, egal mit Würmlein nicht. Ja, Dankeschön für kommen, Dankeschön für die Posten leider wählen, Dankeschön für das Singen. Wir sind alle eingeladen für die nächste Stunde hoch zu bleiben. Wo die verluten waren, da wird noch eine Gelegenheit, die hier von Abwart hier und ab dem Weichried. Und dann waren wir zum Schluss noch an der Hälfte in die Bett. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zum Schluss noch einmal für den Heilig angesagten. Gott, ich danke dir für dort, was du uns geredet hast, Gott. Und Gott, ich bete, dass du uns helfen, dass du uns die Not geben, uns Kraft geben, dass wir das wollen anwenden ins Leben, dass wir uns wollen die Frau stellen, was wir tun, dass wir ein Licht sind, dass wir das Salz sind, dass wir den Geschmack verliert haben, Gott. Und Gott, wir haben den Trost, dass du kannst uns immer wieder zurückstellen. Gott, ich bete, dass du uns alle helfen, dass wir uns die Frau stellen, dass wir uns nicht sehen, was das mit uns steht. Und dass wir trainen, die kommen, und dass wir können das Salz sein, was wir sagen, was wir sollen sein, Gott. Ich bete, dass die durch diese Botschaft an unsere Worte anschließen, dass das noch viel Frucht tragen, Gott. Gott, ich danke dir für Kraft und Gesundheit, dass du uns geben lässt, dass wir schaffen können, dass wir Arbeitsstätten haben, wo wir uns Brot verdienen können, Gott, und wir wollen eine Gelegenheit geben, die was trägt geben davon. Gott, ich bete, dass du den Geber segnen und dass du das Opfer segnen und braten, dass die direkt hier bei ihnen noch wieder kann verbreitet werden, Gott. Und das alles bete ich in Jesus Namen. Amen. Wir sind dann Luther.